Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gebetsabend in diesem Jahr, einer von 5, und so schön hast du mit eingeschaltet und bist du mit dabei. Bei mir, ich bin auch nicht alleine, ist Leo mit dabei, schön. Können wir das zusammen machen, und gleichzeitig ist auch Dave cool dabei und er wird uns dann mit Songs unterstützen. Neben einem großen Team, das da im Hintergrund arbeitet, beten wir heute einfach zusammen. Also ich finde es mega spannend, auch cool mit euch zusammen zu beten. Das haben wir schon die letzten 2 Jahre so gemacht. Wir haben gemerkt, Gebetswoche, ein Jahr so zu starten, finde ich mega cool, weil ich weiß, wie es euch geht, aber man hat ja so Vorsätze, auch Themen, wo man merkt, die will man anpacken oder auch Dinge loslassen oder Dinge auch tun. Ich habe zum Beispiel schon gemerkt, ich habe was Schlaues gemacht dieses Jahr, aber nicht, dass ich immer schlau bin. Aber ich habe gemerkt, Vorsätze muss man eigentlich schon viel früher beginnen. Und ich habe Mitte Dezember schon angefangen, dass ich gewusst habe, wenn der Januar kommt, bin ich schon drin. Der kann mich nicht von hinten beißen wie ein Hund. Und so habe ich gesagt, ich nehme ab von Gewicht und ich mache mehr Sport. Und ich habe Mitte Dezember angefangen zu sagen, wenn dann der Januar kommt, bin ich ready. Aber das Coole ist ja, wir möchten starten mit einem Thema von Gebet. Susanne, wir haben ein Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor. Das wird uns begleiten die nächsten 5 Wochen. Und wir nehmen so ein Kapitel raus, wie man die Bibel lesen kann. Und das sind eben diese Namen und auch Zusagen Gottes. Erklär uns ganz kurz mal den groben Rahmen und dann beginnen wir ganz konkret systematisch zu beten. Genau, also das Überthema heute ist Glaube. Wir beten für unseren Glauben, und zwar genau mit einem Kapitel aus diesem Buch, und das sind die Namen Gottes, die wir für unseren Glauben erkennen. Und es geht darum, wenn wir uns mit den Namen Gottes beschäftigen, dann beschäftigen wir uns eigentlich mit seinem Charakter und eigentlich auch mit einem Teil von seiner Persönlichkeit. Und das wird dann spannend, wenn wir das auf unseren Glauben übertragen. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass man so über die Namen Gottes ein bisschen meditieren kann und uns einfach füllen mit all den Wahrheiten, die so ein einzelner Name, wie zum Beispiel Gott der Schöpfer oder der Vater oder der Eiferer, kommt vielleicht auch noch heute Abend, was denn das genau bedeutet, und darüber meditieren, dass, wenn wir dann im Alltag sind, wir einfach auf Wahrheiten zurückgreifen können und in Drucksituationen so quasi unserem Druck entgegenhalten können. Mega cool, es ist eine Gebetsabend, also wir wollen viel beten, nicht so viel schwatzen oder reden, sagt man in der Schweiz. Das ist noch richtig wichtig. Wir möchten beginnen mit dem ersten, wir möchten beten für einen großen Glauben, und das ist der Gedanke, Gott ist dein Schöpfer. Im Psalm 149, Vers 2 heißt es in der Hoffnung für allen Bibel, ganz Israel freue sich über seinen Schöpfer, jubelt ihm zu, ihr Einwohner Jerusalem. Jetzt kannst du auch deinen Namen einsetzen, wo du wohnst. Ich habe gesehen Paderborn, ich habe gelesen Bali, ich habe gelesen Gran Canaria, ich habe gelesen Berner Oberland, wo auch immer du herkommst, Hanau. Denn er ist euer König. Und ich möchte beginnen, einen großen Gott beginnt eben dann, wenn ich beginne, Gott Danke zu sagen für all diese Wunder, die Gott getan hat. Natürlich, man kann von den Wundern nicht leben im neuen Jahr, aber die Wunder, die man erlebt hat, gibt mir den Glauben, wenn es Gott einmal getan hat in meinem Leben, wird es Gott nochmals und wieder tun. Gott ist der gleiche, gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Und ich möchte mit dir zusammen jetzt einfach beginnen, um mal Gott einfach Danke zu sagen für alle Wunder. Und wenn ich das mit dir zusammen bete, kannst du auch für dich auch ein Gebet beten und einfach deine Themen Gott einfach Danke sagen. Auf deine Sprache, mit deinen Worten, mit deinen Gefühlen. Wenn du jemand auch zu zweit zuschaust, dann kannst du auch zusammen beten. Aber lieber Vater, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist und du hast so viele Wunder in meinem Leben bereits schon bewirkt. Und so oft vergesse ich das, auch die kleinen Wunden, die ganz spezifischen Detailwunder, wo du eingegriffen hast, wo ich einfach gedacht habe, das ist typisch Gott, das kannst nur du. Weil es ist so präzise, so genau, so auf den Punkt, so auf das Timing. Und für das danke ich dir einfach für alles, was du in meinem Leben schon bewirkt hast. Ja. Wenn er sagt, ja, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und während du jetzt einfach Gott Danke sagst, wird Dave ein Lied spielen und du kannst mitsingen, du kannst Gott Danke sagen, es ist ein Gebetsabend, du auch zu Hause, vielleicht ganz laut,
Vielleicht bist du im Wald, dann brüllst du den Wald heraus. Keine Angst, die Rehe haben kein Problem. In der Nacht, die schlafen sowieso. Mit anderen Worten einfach, kannst auch laut sein, man kann auf die Knie gehen, man kann sitzen, man kann auf dem Boden liegen. Einfach, es ist deine Gebetszeit, wo du jetzt deinem großen Gott Danke sagst mit Liedern, mit Gebet, was auch immer dir jetzt gerade so wohl ist. You were the word in the beginning, one with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is, and what a wonderful name it is. Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Also großer Glaube entsteht wirklich einfach, dass man einfach nochmal zurückschaut und einfach diese Wunder anschaut. Und ich möchte jetzt euch auch ganz kurz spontan fragen, es ist eine Gebetszeit. Susanne, für was bist du, sag mal, eine Sache einfach dankbar, wo du sagst, das stärkt meinen Glauben über diese Güte Gottes? Also meinen Glauben stärkt es, wenn ich an Gott, den Schöpfer, denke, dass er aus dem Nichts nur ein Wort spricht und es wird. Das stärkt meinen Glauben extrem für Situationen und Umstände, wo ich nichts sehe, wo ich nichts habe. Und ich weiß, da ist ein Gott im Himmel und genau das zeichnet ihn aus mit dem Schöpfer, dass er nur ein Wort spricht und es geschieht. Und was mich auch beeindruckt ist, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind und also diese Fähigkeiten ja folgedessen auch haben. Dave, was ist so bei dir, wo du jetzt einfach Gott so Danke sagst? Nur eine Sache, weil ich weiß, du hast ja 10 Dinge Minimum, so wie ich dich kenne. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mich im letzten Jahr, am Anfang des Jahres war es eine schwierige Zeit für mich, so intern in meinem Herzen und Kopf, und Gott hat mir eben genau dieser Schöpfer hat was Neues geschaffen in mir, hat wieder mir Mut gegeben, in den Tag zu gehen, in meine Aufgaben wahrzunehmen, und hat mir das Feuer wieder angezündet in mir. Ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, weil da, wenn wir Gott Danke sagen, das ist wie so ein Räucherwerk, das entsteht in den Himmel. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, ich habe vor dem Chat geschaut, wo ihr alle herkommt, aus wirklich von überall, von Österreich, über Deutschland, über die Schweiz, von Spanien bis nach Bali. Mega, mega cool auf zu sehen. Wir sind verschiedene Länder, es gibt keine Grenzen mehr, wenn wir beten. Das hat es, by the way, auch noch nie gegeben. Ich finde, die Online macht es uns so bewusst, wir sind eine Community, egal wo man ist. Und wenn wir jetzt einfach Gott Danke sagen, gehen da überall, in Hanau, in Paderborn, in Bali, in Gran Canaria, gehen so Räucherwerk entgegen, und das ist ein Wohlgeschmack in der Nase Gottes, und es ehrt Gott auch, und es ist auch etwas, was der Teufel ein bisschen nicht gerne hat, weil wir mit dem ein Statement machen, unser Gott ist gut und unser Gott war gut und unser Gott wird sich auch nie ändern, Wunder zu bewirken.
Ja, und ich möchte einfach jetzt noch für all die Situationen beten in deinem Leben, wo du merkst, du brauchst einen Schöpfergott. Du würdest dir wünschen, dass er seine Hand bewegt, weil es heißt in Jesaja 48, Vers 13, da sagt Gott, ich habe mit eigener Hand die Fundamente der Erde gelegt und den Himmel ausgespannt. Nur ein Wort von mir und alles entstand an seinem Platz. Und genau dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, du siehst jede einzelne Person jetzt in dem Moment, die eingeschaltet hat. Und du hast mit eigener Hand die Welt kreiert. Und du hast mit eigener Hand das Fundament gelegt und den Himmel ausgespannt. Und ich möchte nochmal lesen, alles entstand an seinem Platz, nur ein Wort von mir. Und es gibt Menschen, die haben auch in der Bibel gesagt, Gott, du sprichst nur ein Wort. Und jetzt bitte ich einfach, dass du dieses Wort sprichst in unseren Geist, in unsere Seele und in unser Herz, das wir brauchen, damit das entstehen kann, was in deinem Plan ist, auch fürs 2023. Diese Bereiche, die öde sind, die unfruchtbar sind und die leer sind, du sprichst nur ein Wort und es geschieht. Du hast nur ein Wort gesagt und hast gesagt, es werde Licht und Licht ist geworden. Und sprich jetzt in unseren Geist dieses eine Wort, das wir hören müssen, jetzt in dem Moment, für einen Bereich, der uns bewusst ist, vielleicht auch für einen Bereich, der uns nicht bewusst ist. Vielleicht hast du auch in dem letzten Jahr Streit erlebt oder vielleicht ist deine Familie zerbrochen, keine Ahnung, auch Freundschaften zerbrochen, vielleicht sind auch Träume zerplatzt und lass uns nochmal diesen Refrain singen, Beautiful Name, weil man kann das auch aussprechen, über die Situation singen, dennoch und trotzdem, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es schmerzt und wehtut, es ist ja nicht immer so, dass der Schmerz auf einen Schlag weggeht. Manchmal kann es sein, dass es die Wunde noch viel mehr wehtut, aber man kann eben auch da wie das Öl, wie Lieder, wie Verheißung reinsingen und es macht auch etwas in deinem Heilungsprozess. Das ist wirklich ganz, ganz eindrücklich. Death could not hold you, the veil torn before you. Your silence to boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no right, you have no equal. Now and forever. Ich spreche diesen Namen von Jesus jetzt aus über dein Leben, über all das, was du erlebt hast im letzten Jahr, für alle diese großartigen Dinge. Das sagen wir Gott, danke für all die Niederlagen in deinem Leben, vielleicht auch all die Enttäuschungen. Da bitte ich jetzt einfach Gott, dass du vom Himmel her mit deiner Hand kommst und jetzt einfach deinen Finger in diese Wunden reinhältst. Du hast gesagt, in deinen Wunden werden wir gesund und sind wir gesund. Ich rufe das aus, da wo du in deiner Seele so enttäuscht bist, in deiner Seele auch niedergeschlagen bist, du das Gefühl hast, die Freude, die will einfach nicht mehr in die Gänge kommen und meine Energie, die ist geraubt worden. Ich habe das Gefühl, ich bin wie etwas geraubt worden. Ich möchte in allen Lebensbereichen einfach diese Kraft Gottes, diese Fürsorge Gottes, diese Gunst Gottes, auch diesen Rückenwind jetzt einfach nochmals in dich hineinblasen und sagen, da ist eine Kraft, die kann man nicht einordnen, aber es ist ein Gott im Himmel, der groß ist, der stark ist und der an deiner Seite kräftig wirkt. Amen. So, das ist so
Der erste Glaube und das Der zweite. große Glaube. Jetzt haben wir noch einen zweiten Ja, Glauben. genau. Und vom großen Glauben kommen wir jetzt zum mutigen Glauben. Und dabei geht es darum, dass du vielleicht auch im 2023 Schritte aus deiner Komfortzone hinaus machen musst. Und wie gut zu wissen, und darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen meditieren, dass du bei mutigen Schritten, beim mutigen Glauben, bei Schritten aus deiner Komfortzone ein Gott an deiner Seite hast, der heißt Herr der Heere. Und vielleicht kennt man ihn besser unter dem Namen Herr Zebaoth. Das ist sein hebräischer Name. Es ist definitiv kein Schweizer Name. Nein. Herr Zebaoth heißt Herr der Heere. Im griechischen Alten Testament heißt er Pantokrator. Und das heißt Allherrscher oder Allmächtiger. Und das bedeutet einfach, der Gott steht an deiner Seite. Es ist zum Beispiel der Herr der Heere, der David geholfen hat, dass er diesen Goliath besiegt hat. Und ich finde dieses Bild einfach so ermutigend, gerade wenn es darum geht, Schritte im Glauben zu tun oder Schritte aus der Komfortzone herauszugehen, dass du einen Gott an deiner Seite hast. Er kämpft für dich. Er ist das Licht, er ist stärker als die Dunkelheit, er ist der Herr der Heere, das heißt, er ist der Oberste. Also Goliath konnte nicht gewinnen, weil David hat gesagt, du kommst mit Stock und Speer, aber ich komme im Namen, und dann hat er eben gesagt, vom Herr Zebaoth, das heißt vom Herr der Heere. Wow. Die Komfortzone zu verlassen, das ist das Wort schon, es ist so komfortabel. Es ist mega, mega schön. Und manchmal hat man so Situationen, wo ich denke, ich hätte gerne ein Standbild. Weil manchmal gibt es so Momente, alles ist perfekt, die Familie ist perfekt, die Kirche ist perfekt, alles ist perfekt, genau. Und ich sage immer, ja, das hält vielleicht einen Tag an, eine Woche an. Und es ist wirklich so, Gott ist immer in der Bewegung. Und ich möchte jetzt auch mit zusammen beten, dass Gott dir einfach eine Offenbarung schenkt. Man muss da nicht immer grübeln und das Gefühl haben, man muss immer die Komfortzone verlassen. Muss man nicht, aber es ist so, wir sind ja geleitet durch den Heiligen Geist und es ist unser Hirte, er führt und leitet uns. Und es kann ja sein, dass es ganz Simples sein kann, wo einfach Gott dir sagt, komm, hab den Mut, getrau mal etwas. Es kann ja nicht schlimmer werden, als dass man in die Hände vom lebendigen Gott fällt. Das ist auch eine Zusage. Also, lieber Vater im Himmel, das ist dein neues Jahr, wo ich mich entschieden habe, du bist noch immer mein Hirte, du bist noch immer mein Töpfer, du bist noch immer der Weinstock, ich bin noch immer deine Rebe. All das hat sich nicht geändert in diesem Jahr. Und ich habe mich entschieden, dass dein Plan, den du hast, und ich sehe wirklich nicht so weit, wie du siehst, und nicht mal meine tiefsten und innersten Gedanken und Gefühle kann ich oft erforschen, und du sagst, du siehst in das Innerste hinein, dass nicht mal wir Menschen überhaupt nur auslegen und erahnen können. Und darum möchte ich dir einfach sagen, wenn es etwas gibt in diesem Jahr, wo du mich einfach herausforderst, wie so ein Hirte, der hat ja einen Stab und der nimmt den Stab und stößt das Schaf. Und das Schaf meckert am Anfang ein bisschen, bis es merkt, aha, der Gott bewegt mich ja in etwas, was ich nicht gesehen habe. Und das kann sein, dass du so wie einen leichten Druck vielleicht erspürst, und das ist nicht etwas Negatives. Ich spreche nicht von dem Druck, den ich zerbrecht und den ich überfordert, aber es gibt so einen leichten, sag jetzt mal, eine Bewegung, wo du spürst, da stößt mich etwas in die richtige Richtung, und du magst es jetzt einfach tun in meinem Leben. Ja. Und jetzt einfach, lass uns so für einen Moment einfach hören, was der Geist Gottes dir sagen möchte. Und dann kommen natürlich immer so die Gedanken, ja, aber ja, wer kann das bezahlen? Habe ich dann die Finanzen? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn es nicht von Gott ist? Was ist, wenn ich am Ende alleine dastehe? Was ist, wenn ich am Schluss einfach dastehe und es funktioniert sogar? Die Angst vor dem Erfolg gibt es auch. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe mega Angst, wenn das durch die Decke geht. Wie gehe ich denn um mit Finanzen? Wie gehe ich um mit dem Ruf? Wie gehe ich um in den Freundschaften? Also, es gibt immer einen Challenge auf beide Seiten. Aber lasst uns so einfach einen Moment einfach in uns inne gehen und einfach unser Herzen Gott hinhalten und einfach mal schauen, was Gott dir sagen will.
Ich habe jetzt einfach noch auf dem Herzen, für einen weiteren mutigen Schritt zu beten, und zwar, wenn es um Bereiche der Süchte geht. Ich möchte dir vorlesen, was in Jakobus 5, Vers 4 steht, weil gerade dort, wo wir versklavt sind, kommt auch dieser Name Herr Zebaoth oder Herr der Heere eben genau zum Tragen. Und es heißt, der Herr, der allmächtige Gott, das ist der deutsche Name für Herr Zebaoth, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Und es geht darum, dass da Leute versklavt sind, und so oft sind wir unter unseren Süchten versklavt, und ich möchte dir einfach an dieser Stelle zusprechen, dass der Herr Zebaoth dir hilft, der Herr der Heere dir hilft, dass du aus der Versklavung von x welchen Süchten herauskommst, und das nehmen wir einfach auch heute im Gebet in Anspruch, himmlischer Vater, dass du der Herr Zebaoth bist in unseren Süchten. Das heißt, du bist stärker weder das, was uns in x welchen Süchten gefangen hält. Und wir nehmen diesen Namen von Gott, der Herr Zebaoth, der, wie es da heißt, der allmächtige Gott, in Anspruch. Du stehst auf unserer Seite. Du hast einen Ausweg gebahnt aus meinen Süchten. Und ich kann deswegen einen mutigen Glauben haben und mutige Schritte machen aus meinen Süchten heraus, weil du meinen Schrei gehört hast, weil du siehst, wo ich versklavt bin, und du streckst mir deine Hand entgegen, du allmächtiger Gott, und du bist der Herr der Heere, Herr Zebaoth, und stärker als die Macht, die mich versklavt. Und das bete ich über deinem Leben, über unserem Leben, über meinem Leben im Namen Jesus. Amen. Amen. Und da gibt es auch so einen ganz einfachen Tipp, wenn man in Süchte oder Gewohnheiten drin ist, dann hat man wirklich diese Autorität, im Namen von Jesus diese Dinge zu brechen. Das sind ja wie Ketten. Und entweder sage ich immer, mach Gott sofort ein Wunder, und das kann Gott, das ist gar kein Thema. Wenn es nicht geschieht, überlege ich mich, was könnte der erste kleine Schritt sein in die richtige Richtung. Zum Beispiel, wenn man 7 Kaffee trinkt, dann denkt man noch 6. Und dann geht man auf 5 runter, auf 3. Habe jemand gehört. Und irgendwann nimmst du einen Kaffee und denkst, schmeckt gar nicht mehr, wie es ist. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man eben auch ganz konkret auch Süchte überwinden kann im Namen von Jesus. So, das dritte Gebetsanliegen ist ein aufrichtiger Glauben. Susanne, was heißt ein aufrichtiger Glaube? Was verstehst du darunter? Du hast diesen Titel geschrieben. Ja. Darum kann ich dich jetzt gerade fragen. Ist es nicht spannend, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen und so richtig den mutigen Glauben haben und dann ein Stück gelaufen sind oder gegangen sind und plötzlich merken wir, Zweifel kommen auf. Bin ich noch am richtigen Ort? Läuft alles richtig? Ich spüre so nichts mehr von dem, was ich am Anfang gespürt habe. Und das ist der aufrichtige Glaube. Und die Frage ist damit verbunden, wo hast du Zweifel? Und jetzt mit all diesen Zweifeln, die du vielleicht hast im Glauben, möchten wir den Namen von Gott nehmen, der heißt Alpha und Omega, der Anfänger und Vollender. Weißt du, weil wieso Zweifel entsteht, ist, man sagt, das ist eigentlich wieso, man lässt das Alte los, oder lässt man ja los, und das Neue ist noch nicht da. Und man ist in der Mitte, und das ist doof. Wieder zurück kannst du nicht mehr, und vorne ist auch noch nicht die Hand da. Wie bei einem beim Trapezschwingen ist auch so, da gibt es einen Moment, da lässt man das Trapez los, dann hängst du in der Luft für ein paar Sekunden, und irgendwann schnappt man dann wieder die Hände. Und das ist eben dieses Moment eben im Leben, und das ist eben immer so, wenn man sagt, hey, hab einfach Glaube, oder verlass die Komfortzone, oder zweifle nicht. Dann sprechen Leute immer von dem Moment, wo man die Hand wieder ergreift. Aber in der Luft zu hängen, ist eben etwas, was ganz, ganz unangenehm ist, und wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Also würde ich wissen, das geht ja nur 2 Tage, dann würde ich sagen, come on, ich trinke ein bisschen mehr Kaffee, dann ist es auch vorbei. Man weiß es nicht. Ja. Und darum sind eben diese Namen Gottes so much entscheidend. Und es ist ja nicht so, wenn man wartet, dass Gott nichts tut, sondern es entsteht in uns eben Glauben zu vertrauen. Doch, Gott hat ein anderes Zeitgefühl als wir Menschen. Leo, und was bedeutet denn für dich jetzt ganz konkret, wenn Gott sagt, ich bin Alpha und Omega? Für mich bedeutet, er ist der Anfang, also der Startschuss, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich bin hier, weil Gott hat mich geformt und geprägt, im Mutterleib. Ob jetzt Gott hat das einfach ausgesucht, aber ich weiß auch, Gott sagt Amen.
Das heißt, dazwischen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es gibt einen Amen. Wie im Fußball, es gibt einen Anfang und ein Ende. Es ist so. Also es gibt mega Vertrauen, dass ich nicht einfach floate irgendwo im luftleeren Raum bin. Das gibt mega Glauben und Vertrauen. Wenn man natürlich mittendrin ist, ist es immer mega unangenehm. Da kommen Themen hervor. Da kommen Themen hervor. Die waren schon immer da, nur jetzt kommen sie hervor. Ja, er ist auch Alpha und Omega, heißt auch, er ist der Anfänger, der Anfang und das Ende oder der Vollender. Und lass uns jetzt doch beten, einfach gerade da, wo du Zweifel hast, wo du vielleicht mittendrin bist, wo du irgendwo Fragen aufkommen in deinem Glauben, in irgendeiner Situation, vielleicht auch in deiner Ehe, du siehst nicht mehr durch. Und da beten wir jetzt diesen Namen von Gott hinein. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und speziell in einer Ehe, die viele von uns haben die Ehe mit diesem kirchlichen Segen, was so viel heißt wie mit diesem göttlichen Segen begonnen. Das heißt, er ist der Anfänger von deiner Ehe und er ist auch der Vollender von deiner Ehe, der Vollbringer. Und egal für welchen Bereich du jetzt mittendrin steckst und so einen Durchhänger hast, da bete ich einfach dich, Gott, an. Du bist der Anfänger und der Vollender. Auch für mein persönliches Leben, wo ich vielleicht die Hoffnung verloren habe für mein Leben oder den Sinn nicht mehr sehe in meinem Leben, spreche ich aus, Alpha und Omega. Du bist der Anfänger und der Vollender auch von meinem Leben. Und es gibt noch so viele verschiedene Bereiche, wo du drin steckst. Wende diesen Namen von Gott an, denke darüber nach, meditiere diesen Namen, dass er der Anfang ist und das Ende, der Beginn und der Vollender. Denk darüber nach und meditiere darüber und sprich das aus, weil der Name von Gott hat eine Kraft. Sportler sagen, das Problem ist eigentlich nicht die Herausforderung alleine, sondern das Problem sind die inneren Stimmen. Und wenn man diesen Stimmen nichts entgegenzusetzen hat, dann haben sie das Rennen meistens schon verloren. Und genau das ist auch in unserem Leben, da wo Zweifel kommen, wenn du diesen Zweifeln nichts entgegenzuhalten hast und Namen Gottes meditieren sind Wahrheiten, die du zum Beispiel in Situationen, wo du Durchhänger hast, einfach entgegenhalten kannst. So, wir werden jetzt ein Lied singen, das heißt Higher, und Dave, du bist ja einer der Worship-Leader von unserer Church-Community. Und es ist ja nicht einfach so, dass man Lieder schreibt, man geht auf einen, sag jetzt mal, nimmt einen Liegestuhl, sitzt drin, die Sonne scheint und trinkt Tee und denkt, wir haben coole Lyrics, sondern ich weiß von euch, dass eure Liedertexte entstehen durch Lebenssituationen, wo Leute entweder eine Komfortzone verlassen müssen, vielleicht hat man einen Schicksalsschlag erlebt und man ist gläubig, oder es kann sein, dass man merkt, hey, unser Glaube ist zu klein, oder eben auch, man hat Zweifel in Situationen drin, und wenn ich jetzt an das Lied Höher denke, was ist so der Grundgedanke von diesem Lied, den ihr da geschrieben habt? Im Vers heißt es, Gott, du sagst, wo die Sonne aufgeht, und du bestimmst den Lauf der Zeit und du zeigst der Dunkelheit ihre Grenzen. Das finde ich ein sehr kraftvoller Einstieg, weil er eben genau das, was wir jetzt besprochen haben oder ihr gesagt habt, dass Gott ist das Alpha und Omega, das heißt, er setzt Grenzen. Oder auch schon, als er die Erde erschaffen hat, dem Wasser, der Erde, hat er Grenzen gesetzt. Und ich bin sehr dankbar für das, dass er mir Grenzen setzt, dass er dieser Erde, aber auch dem Bösen auf dieser Welt Grenzen setzt. Und dass er bestimmt über das alles, ist ein guter König in dem drin. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du bist den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher und weiter als der Himmel. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt für alle
Schöpfer der Welt. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Du bist größer, höher und weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, dem Schöpfer der Welt, dem Schöpfer der Welt. Ich möchte für den vierten Glauben beten, und zwar, das ist der lebendige Glaube. Ich finde, der Glaube, es gibt immer Momente, wo vielleicht manchmal der Glaube ein bisschen einschläft und man sagt, man hat vielleicht die erste Liebe zu diesem Gott immer verloren, man ist nicht mehr ganz so begeistert, aber ich denke, das ist eben ganz interessant, sie wurden ja getauft mit dem Heiligen Geist. Man sagt, die Taufe geschieht einmal, aber sie wurden immer wieder vom Heiligen Geist erneuert. Und das ist etwas, was nie aufhört in unserem Leben, sondern Gott zündet immer wieder ein Feuer an. Und das heißt hier in Matthäus 6, Vers 9, ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Und ich möchte jetzt einfach mit dir zusammen beten, dass das Feuer von diesem Vater im Himmel nochmals richtig in dein Herz hineinfällt. Du kannst jetzt einfach, sag ich mal, symbolisch deine Hand nehmen und kannst deine Hand auf das Herz legen. Und ich bete jetzt einfach, dass du erneuert wirst vom Heiligen Geist, dass da so richtig Feuer reinkommt, so richtig, wie du sagst, sag jetzt so wieder mal Dampf hineinkommt, so auch Dinge sich bewegt, Dinge sich auch auflöst. Und ich bete jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und ich bete jetzt für dein Leben, dass dieses Feuer vom Heiligen Geist in dich hineinfällt, vom Kopf bis zu Zehenspitzen. Und ich bete, dass alles, was da irgendwie abgestanden ist, alle diese Dinge, die vielleicht ein bisschen hart geworden ist, und das ist das Leben, macht uns hart, aber der Geist von Gott macht diese Dinge immer wieder weich, weil du hast einen Gott, der Dinge wieder auffüllt, wieder Samen reinpflanzt, begießt und sagt, komm on, da kommt eine ganz große Ernte. Und ich möchte auch sagen, dass der Geist der Trauer, der muss jetzt von deinem Leben weichen. Du hast genug getrauert. Der Geist der Niederlage hast du erlebt, aber der kommt nicht mehr mit in das neue Jahr. Der Geist der Visionslosigkeit, das war Geschichte, ist nicht mehr so, sondern der Geist Gottes gibt dir eine Vision, eine Perspektive größer als all deine Umstände, als deine Situation, auch so das, was Menschen über dein Leben sagen. Und ich bete einfach, dass dieses Feuer dich von innen nach außen so richtig brennend macht, dass du sagen kannst, die Freude am Herrn ist gewaltig meine Stärke, und ich werde mit meinem Gott über Mauern springen. Und das heißt in der Bibel, das Feuer brennt so in mir, ich kann gar nicht mehr anders als von Jesus sprechen. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich Leute einladen sollte, weil ich wieder daran erinnert werde, wen nimmst du mit in die Church? Nein, 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 nein. Ich bete, dass da ein Feuer reinkommt, dass du sagst, ich kann gar nicht anders mehr als schweigen. Ich habe die beste Botschaft. Da ist etwas in mir drin, meine Zunge, die kribbelt, meine Lippen haben Worte, meine Ohren hören Dinge und meine Augen sehen Dinge, die niemand sieht. Und ich bete für dieses Feuer in diesem Jahr. Die Gunst Gottes ist über dir, mit dir, in dir, umgibt dich von allen Seiten. Und ich rufe das aus über dir. Über dir, und dann ist noch der Wind vom Heiligen Geist, der bläst sich, der schiebt dich richtig an. Ich bete für Anschiebung. Du merkst, du gehst und es schiebt dich einfach an. Du läufst und etwas macht dich noch schneller. Und das ist dieser Wind. Und wenn ein Wind da ist, dann setzt man das Segel. Und man setzt das Segel, weil da kommt diese Kraft rein. Und es wird gefüllt und du spürst diese Dynamik, diesen Schub in deiner Ehe, in deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Church, an deiner Arbeitsstelle, an deinem Sport. Was auch immer du tust, du spürst, da kommt der Wind rein und füllt die Segel gigantisch.
Und ich sage, diese Kraftlosigkeit, die ist vorbei. Diese Mutlosigkeit ist vorbei. Diese Hoffnungslosigkeit ist vorbei. Der Geist der Depressionen, den sage ich im Namen von Jesus, geh wieder raus. Der Geist auch, der nicht mehr daran glaubt, dass Gutes und Barmherzigkeit wird dir folgen ein Leben lang, dem sage ich jetzt im Namen von Jesus Christus, du hast keinen Platz mehr. Du hast zu lange bei mir gewohnt, aber jetzt nicht mehr. Sondern Gott hat für mich ein Haus bereit, Psalm 23. Ein Haus, und ich werde für immer bleiben im Hause des Herrn. Das ist ja ein Upgrade. Das ist ja das Größte ever. Das ist die krasse Perspektive, die oft der Teufel und die Umstände und Situationen in deinem Leben dir rauben. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei. Und das alles, weil Gott unser Vater ist, weil er dein Vater ist, weil du in die Königsfamilie hineingeboren bist, weil du dazugehörst, weil du Sohn und Tochter bist, weil sein Blut durch dich hindurchfließt. Amen. Ja, der letzte Glaube, nach dem lebendigen Glauben kommt der gesunde Glaube. Und das gibt jetzt mit dem Namen von Gott, der Eiferer ist, ein besonderes Zusammenspiel. Ein gesunder Glaube mit dem Namen von Gott Eiferer. Und da möchte ich diesen Vers lesen aus 2. Mose 34, Vers 14, was heißt, betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Und das ist ein gesunder Glaube, der Gott allein im Fokus hat. Und spannenderweise hat ja Gott Anspruch darauf, dass wir allein ihm gehören, weil er ist der Leo, der mir, der Dave, der uns allen den Lebensatem eingehaucht hat. Und ich habe diesen Vers echt noch nie gelesen im Jakobus, den möchte ich gerade anhängen. Da steht in Jakobus und das noch nie gelesen. Nein. Steht aber im Jakobus. Das ist krass, Susanne. Ich habe auch so viele Dinge habe ich gelesen und ich habe sie nicht gelesen. Ja? Zum Beispiel die Öle im Alten Testament. Ich habe die gelesen und doch nicht gelesen. Engel, ich habe sie gelesen und nicht gelesen. Es gibt viele Dinge, die liest man, aber es geht nicht rein. Ja. Das finde ich hochinteressant. Und dann irgendwann plötzlich geht er einen Vers auf. Der war schon immer da. Der hat schon immer auf dich gewartet und hat denkt, endlich einmal machst du eine Pause bei meinem Vers. Also hast du mal über Genau, weil zum Beispiel der Name Gottes als Eiferer, der war mir irgendwie so unangenehm, weil da weiß man nicht, was da kommt und es wird vielleicht heftig und eben er wird eifersüchtig, das sind unangenehme Gefühle, aber im Jakobus 4, Vers 5 steht, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Und das finde ich eben so eindrücklich, weil er hat dir den Lebensatem eingehaucht. Er hat mir den Lebensatem eingehaucht. Und deswegen ist er mit leidenschaftlichem Eifer darauf bedacht, dass wir auch allein ihm gehören, weil er hat uns ja das Leben geschenkt. Macht eigentlich total Sinn. Es ist interessant, wenn du sagst, eben ein gesunder Glaube, das löst jetzt bei jeder Person vermutlich was anderes aus. Bei den einen löst uns gesund gleich ja, dann ist alles balanciert, aber auch ein bisschen langweilig. Aber gesund ist nicht langweilig, weil wenn du gesund bist und du bist wild und du hast dynamisch, wirst du noch viel andere Dinge bewegen. Ist eben nicht so gesund gleich, man ist schön in der Mitte, man hat keine Ecken und Kanten mehr. Das ist immer ein bisschen so meine Angst, die ich habe. Weil ich finde, das Leben ohne Ecken und Kanten kann man schon machen, aber dann hat man auch nichts zum Reden. Es bewegt auch nichts. Aber gesund bedeutet eben, man sagt auch im Sport, wenn du genügend Schlaf hast, man hat gute Ernährung, man hat gut trainiert, dann ist man auf dem Spielfeld dermaßen dynamisch. Man hat einen Antrieb mehr als alle anderen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein richtiges Bild nimmt, nicht das Gefühl hat, gesund gleich eben langweilig und man sagt nicht mehr Falsches, man macht nicht Dummes, von der Stimme spricht sich nicht, sondern es ist eine Dynamik, die dann reinkommt und du wirst in dem Moment auf dem Punkt Dinge bewegen können, die man eben nicht kann, wenn man nicht in der Balance ist. Das meinst du, oder?
Ja, nein, ja, das ist die Seite, die du siehst mit gesundem Glauben und mit Gott dem Eiferer, und das ist eine wunderschöne Seite, und gleichzeitig finde ich es auch spannend, eben gesunder Glaube auch damit in Verbindung zu bringen, diesem leidenschaftlichen Gott, der jetzt muss ich es nochmal lesen, der sich mit leidenschaftlichem Eifer nach dir und nach mir sehnt, ihm einfach ganz ergeben zu sein, dass auch das gesund ist. Finde ich eben auch spannend, mit all diesen Facetten. Also, wir können jetzt eigentlich für das beten. Es ist ja so, manchmal merkt man, es gibt einen Bereich vielleicht, wo man vielleicht ein bisschen die Balance verloren hat, oder? Es ist ja nicht bei jedem Bereich zum Glück so, oder? Aber wenn man merkt, doch, es gibt einen Bereich, da habe ich ein bisschen die Balance verloren. Es kann zum Beispiel sein, man geht nicht mehr so regelmäßig jetzt in die Church oder in die Kleingruppe. Natürlich, der Glaube ist auch unabhängig, aber ich merke immer, wenn ich in die Kleingruppe gehe oder in die Church, man umgibt sich mit Frauen und Männern, es macht etwas. Es ist nicht einfach so, ich kann alles auf YouTube oder online schauen. Da kann man alles schon, aber die Gemeinschaft zum Beispiel, nur ein Beispiel, kann etwas sein, wo man merkt, doch, ich muss mich wieder mehr einklicken, Leute zu riechen, zu spüren und auch in die Augen zu schauen, was man online natürlich auch kann. Also ich bete jetzt einfach für dich, dass Gott dir einfach diese Punkte zeigt, wo du vielleicht dich noch weiterentwickeln kannst in deiner Gesundheit. Ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, weil Gebet ist nicht nur ein Monolog, wo ich zu dir spreche und auch an deinem Rockzipfel hange und schüttle und ich bitte, dass du mich gesund machst, dass deine Kraft von dir in mich hineinfließt und du mir eine Vision gibst und Freude und Frieden. Das ist auch immer ein Dialog, wo du, Gott, zu mir sprichst. Und ich liebe es einfach zu wissen, ich habe den besten Coach, ich habe den besten Abba-Vater an meiner Seite, der einfach versprochen hat, dass er uns leitet und führt bis in alle Ewigkeiten. Du hast gesagt, wir sollen keine Angst haben in dieser Welt, weil du hast die Welt überwunden und darum weißt du schon den Weg, du kennst auch die Herausforderungen und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du mir wie so einfach zeigst, wo gibt es so Nuancen oder Schlüssel, die ich eine Türe aufmachen kann, wo ich Bereiche gesund werden kann, wo man mega hilft, ich sage immer, diese Dynamik im Glauben zu bekommen. Der Glaube ist eine Dynamik. Der Glaube ist so etwas Feuriges, so etwas Leidenschaftliches, so etwas Aktives. Und da möchte ich einfach ganz konkret hineinkommen. Ja, und im neuen Jahr, Jesus, wird mir einfach durch diesen Vers bewusst, dass du dich mit leidenschaftlichem Eifer nach meinem Herzen sehnst. Und ich möchte, dass mein Herz ganz dir gehört, weil du hast nichts anderes im Kopf als uns Menschen, als jeden einzelnen von uns. Und was gibt es Größeres, als einfach uns dir anzuvertrauen? Und das tue ich heute Abend, Jesus. Mein Herz gehört dir, auch im 2023. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every cloud. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever
whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. We shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. So I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Du was immer du tun willst, Jesus. Du was immer du tun willst. Ich mach dir Platz, mein Gott. Tu was immer du tun willst. Tu was immer du tun willst. Ich habe, bevor ich euch segne, noch 3 Anliegen an euch. Das erste, wenn du das zugeschaut hast, ist mega wichtig. Man kann ganz einfach die Botschaft von Jesus auf YouTube weiterbringen, indem 2 Dinge du machst. Den Like-Button machst, einfach den Daumen hoch und den Kommentar schreibst, zum Beispiel Amen. Weil YouTube funktioniert im Algorithmen und je mehr Likes, desto mehr wird diese Botschaft hinausgetragen, was ich mega wirklich wichtig finde. Vielleicht kannst du auch jemand morgen einladen und denkst, das ist genau diese Gebetsart, die die Person vielleicht braucht. Das zweite ist, dieses Buch wird uns einen Monat begleiten und es sind 31 verschiedene Arten, wie man die Bibel lesen kann, und das ist eigentlich ein Produkt, das wir gemacht haben mit mega vielen Volunteer. Ich und Susanne verdienen nichts davon, das geht 100% der Erlös in die Church. Ich habe ein Buch, ich bin mega begeistert, wirklich 31 Stile, wie man einfach die Bibel ganz verschieden lesen kannst, und dass du einfach in dieser Serie in den nächsten paar Wochen einfach auch erleben kannst, hey, die Bibel ist einfach so ein Geschenk von diesem Gott im Himmel. Und ich möchte dich auch einladen, morgen dabei zu sein, mit der gleichen Zeit, gleicher, sag jetzt mal, Kanal. Und ich möchte dich jetzt einfach segnen, dass du dieses Jahr mit diesem Glauben an Jesus so richtig durchstarten kannst. So, ich segne dein Leben im Namen des Vaters. Du hast einen allmächtiger, allgegenwärtig und allwissenden Gott an deiner Seite. Ich segne dich auch in der Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der sein Leben an deiner, meiner Stelle gegeben hat. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Du musst wissen, du bist nicht alleine. Da ist dieser Wind, dieses Feuer, diese schützende Hand, und der Heilige Geist ist auch dein Rechtsanwalt. Wenn du in eine Situation reinkommst, wo du nicht weißt, was zu sagen hast, dann wird der Geist Gottes dir Worte eingeben, Worte des Lebens. Du denkst, wie kam ich dann überhaupt nur auf eine solche brillante Antwort? Wenn dir Weisheit mangelt, wird der Geist Gottes dir auch Weisheit geben. Und ich bete, dass das ein Jahr vom Glauben werden wird, von Durchbrüchen, von Siegen, von Wundern und von Geschichten. Du sagst, wow, was für ein Gott ist an meiner Seite. Amen. 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 Also, Susanne, willst du noch was sagen? Ja, es war schön, mit euch zusammen zu beten. Ich bin einfach begeistert, wie wir beten können mit den Namen von Gott, und so viel kraftvoller Inhalt darin steckt, wo du einfach auf deinen Glauben anwenden kannst und auf viele andere Bereiche in deinem Leben genauso. Also das war's mit den Namen von Gott, zusammen beten und die Kraft darin entdecken, und ich wünsche dir einen schönen Rest vom Abend, eine gute Woche, ein gutes 2023 und bis zum nächsten Mal. God bless you. Tschüss.